Herr Klemmer, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für möglichst objektive Entscheidungen zu treffen, orientieren wir uns gern auf Fakten. Eine wohl evaluierte Decision soll sich auf Daten und Informationen basieren, die am besten Fall direkt ein paar Mal unabhängig von denen validiert werden. An der Wissenschaft spricht sie noch gern vom Peer Review. Was ist sich da also besser als Orientierungshilfe, wie konkret zu wählen? Rechnungen sind entweder falsch oder sie sind richtig. Also eine Berechnung richtig, da stimmt sie, und zwar immer. Außer an Zeiten von Fake News, wo das uns da ganz gerne mal gesagt wird, aber am Endeffekt Wissenschaftlichkeit soll heiß gehalten gehen. Eine Rechnung, die stimmt, eine Rechnung, die falsch ist falsch. Gerade an sozialen und politischen Fragen, wo es oft schenkt, wie wenn es keine eindeutige Antwort geben, können Zahlen durch ihre Einfachheit dafür schnell bestärken. Bruttoinlandsprodukt möchte für verschiedene Länder mit ihren jeweiligen nationalen und lokalen Eigenschaften zu vergleichen, ist nicht einfach. Der PIB von zwei Ländern gegenüberzustellen, das ist aber einfach. Herr Präsident, Beispiel vom PIB möchte aber auch deutlich, was das Problem und Zahlen an der Politik ist. Zahlen sind einfach Werte für komplexe Realitäten. Es gelingt ihnen nie, ein Problem am Ganzen durchzustellen, und noch Zahlen, die rechnerisch richtig sind, können falsch sein, wenn sie am Endeffekt nicht wirklich das ermitteln, was ihr wollt. Das kennen wir zu Lützeburg nicht allzu gut. Beim PIB, und das sollten als Vierredner haut ein paar Mal, soll die wirtschaftliche Leistung von einem Land ermittelt, auf Schwankungen erkannt können gehen. Was zu Lützeburg aber hauptsächlich beim PIB erkannt wird, als eine Verzerrung vom Wert durch eine hohe Unzahl auf Frontalien und durch die Leistung von ein paar Spitzenentreprisen, weil die PIB an kleine Länder extrem abhängig von der Performance von ein paar grossen Firmen kann sein. Das ist also ein grosses Problem, weil es zu Lützeburg so in einem statistischen Maß fehlt, den über die tatsächlich ökonomisch und auch soziale Leistung von allen Unternehmen und nicht just von den 10 größten informiert. Das ist aber noch umso mehr bedenklich, weil oft eine implizite Gleichstellung zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und Wohlstand gemacht wird. Ob es den Menschen an einem Land gut geht, hängt aber nicht davon ab, wie viel produziert wird, sondern davon, wie eine Lebensqualität ihre Staat bieten kann. Genau wie in der Wirtschaft sogenannte gestrandete Investitionen gibt, kann es trotz hohem PIB zu gestrandeten Menschen kommen. Das Wohlbefinden zu Lützeburg nicht über die PIB gemessen kann gehen, war auch schon der früheren LSAP- und CSV-Regierung bewusst. Aus dem Grund, als wir mir heute schon ein paar Mal hören haben, auch das Schaffen von einem PIB du Bien-être als Ziel an den damaligen Koalitionsakkord festgeschrieben gehen. Zwischen 2010 und 2013 also ein Projekt vom PIB du Bien-être auch tatsächlich geschafft gehen. An einer Pause von ein paar Jahren kam am Jahr 2017 auch der nächste Rapport vom Stadtwerk zu diesem Thema heraus. Seitdem, also da war ein bisschen mehr ruhig im Thema gehen. Alles, was wir bis dahin haben, ist die besagte Publikation vom Stadtwerk. Aus dem Jahr 2017, also schon 3 Jahre mehr alt, in Form von einer ziemlich grossen Excel-Tabelle, die seitdem zu einem Teil, mir bei weitem nicht ganz, mit mehr rezenten Daten ergänzt wird. Hier fanden sich auf 11 verschiedene Sheets diverse Indikatoren, die für den interessierten Leser nicht nur, wenn es ihrer Masse zum Teil just schwer durchzugehen sind, mit zum Teil auch unverständlich sind, weil bei einer ganzen Reihe Punkten und Erklärungen fehlt. So findet ihr beim Indikator Bruit beispielsweise just 1% Ob am Jahr 2017 aber 21,9% von den Befragten sich Comedy gesteuert tun, nicht gesteuert gefühlt tun oder gesagt tun, dass Comedy für sie eine große Influence auf ihr Wohlbefinden hat, das geht aus der Tabelle nicht dafür. Obwohl es tatsächlich eine extra Kolumne gibt, wohin hat könnte so eine Remarque draufschreiben, gauf sie einfach nicht ausgefüllt. Weil die verschiedenen Daten aus dem Dokument also zum Teil auch noch aus verschiedenen Sourcen stammen, und damit aus verschiedenen Erhebungen, aus verschiedenen Grundgesamtheiten, ich kenne die neue Statistikkur, halen, merkt ihr ganz sehr, dass die Daten nicht so fiabel sind, wie ihr auf den nächsten Blick
kennt Mängel. Möglich ist nämlich nicht, auf Basis von diesem engen Dokument Korrelationen zu ermitteln, so also doch nicht möglich, umfassend auszuholen, darüber zu treffen, wer ein Problem hat, Leute, die EU mit ihrer Situation am Leben unzufrieden zu sein, am meisten belastet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir nur tief von einem Lützeburgischen PB du Bien-être sinnvoll nutzen wollen, dann müssen wir also regelmäßig Daten erheben und auswerten und auch die Bereitstellung von diesen Daten verbessern. Der will sich nicht auf Anstrengungen von 4 und 3 Jahren ausruhen. Genauso wie beim richtigen PB, so noch die Einzelindikatoren vom PB du Bien-être allein nicht viel aus. Er wird allein kann nämlich schwer interpretiert gehen. Das Zuelle machen nicht mehr Sinn am Vergleich, das heißt am Rapport mit den Werten aus anderen Ländern oder par rapport zu früheren Zeiträumen. Nicht mehr am Vergleich kann ihn erkennen, ob ein Wert höher ist, tiefer, steigt oder fällt, und so aus und über die Performance von einem Land treffen. Das ist dafür essentiell, dass wir den PIB du Bien-être zu Lützeburg regelmäßig publizieren, für Entwicklungen erkennen zu können. Wenn an den kommenden Monaten also weiter und der Ausschaffung von diesem PIB du Bien-être geschafft wird, da soll der Fokus auf Vergleichbarkeit gelöscht gehen, an einer Lesung gesicht gehen, weil statistische Daten darüber hinaus für das Publikum mehr accessibel gemacht können gehen. Wenn das Statec Resultate von seinen Enqueten in Form von Tabellen und Diagrammen publiziert, ist das für das Publikum, den sich sehr will informieren, weil eine gute Source. Zusätzlich muss aber für Studenten, Wissenschaftler oder andere interessierte Mitbürger auch die Möglichkeit bestehen, ohne größeren Aufwand auf Mikrodaten zugreifen zu können, für eigene Analysen zu machen. Was anonymisiert statistische Daten mehr einfach für jeden zugänglich sind, was mehr Personen das Donner für ihre Arbeit nutzen werden, und so mehr Menschen von ihren Resultaten profitieren können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir an den kommenden Monaten und darüber hinaus nach einer ganzen Reihe Herausforderungen für uns tun, für das Konzept von PB du Bien-être zu verbessern, der wir aber nicht davon aufhalten, schon so bei 3 Punkten, die bei den ersten Ausarbestungen vom PB aufgefallen sind, anzugehen. Die Zahlen von 2015 haben gewiesen, dass just 3 von 102 Gewässer zu Lützeburg in einem guten ökologischen Zustand waren. Und das ist umso mehr alarmierend, wenn sich Probleme mit den Kläranlagen aus dem letzten Jahr nach einmal für uns anfeiert. Hier gibt es noch viel zu machen. Sogar, wenn man die Verbesserung von 100% verbuchen könnten, wäre man noch immer traurig weit von einem guten Resultat weg, weil 100% Verbesserung bei 3 von 102 Gewässer, das wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen, 6 von 102 Gewässer, was noch immer penibel schlecht wäre. Hier muss nicht gewacht gehen, bis ein neues Sondage beweist, dass wir ein Problem am Wasserschutz haben und dass die Leute unzufrieden sind, wenn hier Gewässer nicht proper sind. Hier muss es so sehr wie möglich etwas für die Verbesserung von der Wasserqualität gemacht gehen. Dieselbe Approche soll die konsiderieren, wenn es um das Logement und die Besteuerung von den alleinerziehenden Witleuten geht. Auch hier muss ich nicht lange Etüden aufwerten, um zu wissen, wo es Probleme gibt, die einen Einfluss auf Wohlbefinden haben. Der Staat muss mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren, und für 10 Euro Meter Carré maximal verlohnen, an die diskriminierenden Steuerklasse 1a geheiert aufgeschafft. Das ist seit langem an der Diskussion, das aber genauso lang nicht gemacht wird. Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn Politik eine proaktive Approche envisagiert, wenn dem Wohlbefinden von den Anwohnern zu Lützeburg geht. Auch wenn das Projekt von einem PB du Bien-être für Lützeburg wenig an den Stock gekommen ist, weiß ich schließlich auch schon so, wie die Lebenskonditionen zu Lützeburg verbessern können. Neben den schon zugeschwärten Problemen vom Logement an der Umweltbelastung sind auch zum Beispiel auch die Gesundheitsversorgung oder die politische Partizipationschancen essentielle Punkte, wenn es um die Verbesserung von der Lebensqualität in unserem Land geht. Was den Gesundheitssektor angeht, muss der generalisierten TRPA so schnell wie möglich umgesetzt gehen, an den Fokus auf die Problematik von den psychischen Erkrankungen gelöst gehen. Depressionen und Burnout sind gerade zu Lützeburg, wo man Wurzel von der nationalen Ökonomie und da vom normalen PIB sind auch die Logementspreise und den Druck für den Arbeitsmarkt zu realisieren geklommen.
Dementsprechend klemmt leider auch der psychischen Druck auf schitwer Einzelnen. Das Krankheiten weisen exemplarisch, dass eine florierende Wirtschaft nicht automatisch zu einer Verbesserung von den Lebenskonditionen von den Menschen beiträgt, an einer Streichen so nach dem für was der PIB als statistisch muss, nicht greift. Was rechter politische Partizipation geht, muss mehr als für allem am Kontext von der Lisibilität von Gesetzestexten verbessern. Es klingen heinz so wie ein Plaque, die hängen geblieben ist, mit Lisibilität von Gesetzestexten als ein Thema, das man wirklich Herz leidet, weil es kann nicht sein, dass man politische Partizipation von Leuten, die einen 40-Stunden-Job haben, dadurch ja noch mehr kompliziert machen, dass man an Zeiten von Digitalisierung nachher nicht fertig bringen, für zumindest informell konsolidierte Fassungen von unseren Gesetzesprojekten zu publizieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass wir mit den gerade genannten Beispielen gelungen durchzustellen, dass wir eigentlich nicht auf nach einem weiteren Index angewiesen sind, für zu wissen, wo die Chance trägt. Das soll aber nicht heißen, dass der nationale PIB du Bien-être nicht aber ein guter Outil kann sein. Für die traditionellen Indikatoren und Indexen zu komplementieren, aber nicht forcément zu ersetzen. Da bin ich in diesem neuen statistischen Muss sollten auf alle Fall weitergefordert gehen. Aber wir sollten an dieser Diskussion eben nicht vergessen, dass durch andere Moßzahlen, an die Gaufen haben doch schon genannt und erklärt, wie den Gini-Koeffizient, den Happy Planet oder der Wellbeing Index, also schon eigentlich genug Herausforderungen abweisen. Kann ich schon ein Problem, den ich lesen will, von allen Seiten ganz am Detail zu kennen, und dafür begrüßen ich einen PB du Bien-être auch. Mit statistischer Erfassung von einem Problem ist nach lang keine Lösung vom Problem. Die statistische Anstrengung müssen dafür unbedingt von konkreten Mesuren begleitet gehen. Wenn wir die Chance haben, schon heute ein ganz reiche Resultate aus ausländischen Studien zurückgreifen zu können, können wir die Resultate von einem nächsten Sondage für die Lützeburgische PB du Bien-être dem nur schon ein bisschen vorgreifen. Und so schon zu einer Verbesserung vom Wohlbefinden zu Lützeburg beitragen. Ein Happy Planet Index, bei dem wir auf zweitletzter Platz gelandet sind, hat zum Beispiel gewiesen, dass Lützeburg klare Probleme mit seinem Carbon Footprint hat. Lützeburg verbraucht Unmengen an Energie an unseren Overshoot Day, reckelt immer mehr nach und den Anfang vom Jahr. Und hält also so einen enormen Ressourcenverbrauch in der Nuss. 2018 war ein Overshoot Day den 19. Februar, 2019 waren als Ressourcen aber schon 3 Tage älter, nämlich den 16. Februar verbraucht. Und noch das Jahr sind wir just nach ein paar Tagen davon fort, all als Ressourcen für das Jahr abgebraucht zu haben, an den Rest vom Jahr auf Kredit von anderen Menschen auf diesem Planeten zu leben. Während sich eine Gruppe von Experten durchsetzen wird, sich zu evaluieren, wie in der lützeburgischen ökologischen Fußabdruck am besten Maße kann, so sich dafür eine andere Equipe durchsetzen, Lösungen zu finden für die Leben und Wirtschaft zu Lützeburg mehr umweltfreundlich zu machen. Ich begrüße, dass du 1 Pisten getroffen kaufen, mit geht nach nicht durch. Nehmen wir das Resultat von statistischen Analysen auch zu konkreten Reaktionen auf Seite von der Politik feiert, können wir etwas erreichen. Essentiell ist dabei, dass ehrlich mit dem nationalen Verbrauch umgegangen wird und Zahlen nicht schön gerechnet gehen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man an unserer Terregasbilanz auch den Importer müsste konsiderieren. Was tut es für Sinn, wenn wir uns selber beleihen, also wir hätten null Emissionen durch unsere Elektromobilität, wenn der Strom für eben genau das aus deutschen Kohlekraftwerken kommt. Das stimmt mir als Lützeburg vielleicht gut da, mehr als der Planet sicher nicht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass wir alle Guten eins sind, dass nach genug Arbeit für uns leid, nämlich noch mehr für auf die aktuellen kommenden Herausforderungen anzugehen. Wir haben mehr Informationen und Daten wie alle Generationen vor uns. Nie gaufen mehr statistische Erhebungen nach wissenschaftlichen Auswertungen gemacht wie heute. Es leid und uns, etwas daraus zu machen, ob die vier Arbeit abzubauen, und da nicht nur über den PB du Bien-être zu schwätzen, mit dem Bien-être umzusetzen. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Klemmer.
Und dann hat der Honorable Herr Paul Galles gefragt für den Depot von einer Motion. Herr Galles tut Wort.